Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ja, liebe Leute, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich mal, wie soll ich sagen, ich habe mal WhatsApp aufgetan. Normalerweise probiere ich immer so Social Media Kanäle nicht gerade morgen aufzutun, weil einfach ganz komische Vibe, sind wir mal ehrlich. Wenn du morgen irgendwie Social Media auftust und da, keine Ahnung, Posts von denen ins Gesicht kommen, vor allem auf Twitter, dann denkst du am liebsten wirklich, oh nein, du bleibst lieber im Bett. Deswegen versuche ich immer wie mehr, einfach morgen aufzustehen und nicht gerade aufs Nadel zu suchen und einfach mal aufs WC zu gehen, vielleicht etwas zu trinken. Und erst wenn ich dann mal so ein bisschen die erste Pizza gegessen, dann eigentlich erst mal auf Social Media zu gehen. Klar, WhatsApp ist ja etwas anderes im Grunde genommen, aber normalerweise probiere ich wirklich Social Media wie Facebook, Instagram und Co. nicht zu bedienen, schon bereits am Morgen, gerade nach dem Aufstehen. Und heute war es einfach so gewesen, dass ich WhatsApp aufgetan. Da habe ich bei einer langjährigen Bekannten von mir habe ich gesehen, dass der Kriegelbeck zutut, aufgrund von Konkurs. Also, wer nicht weiss, wer der Kriegelbeck ist Kette. Es gibt inzwischen ja ein paar Bäckereiketten, aber er hat Zeitungen zu Burgdorf, glaube auch zu Lies oder Liesach. Also auf jeden Fall hat er mehrere Filialen, über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ja, die werden jetzt alle entlassen. Und zuerst habe ich es irgendwie gar nicht so wahrgenommen, weil ich gesagt habe, es war morgen gewesen. Und dann habe ich mal im Internet nachgeschaut und plötzlich gesagt, shit, das ist ja tatsächlich der Kriegelbeck, der hier gemeint ist. Weil eben dann zumal, als ich in Bern war, war Kriegelbeck natürlich für mich auch ein Begriff gewesen. Und ja, dann habe ich so gedacht, jetzt gehe ich doch mal in die Kommentare rein. Und schon sind dort Kommentare gestanden, beim einen oder anderen Post oder auch bei den Artikeln, wo ich muss sagen, komm, nein. Warum? Da ist zum Beispiel beim einen Post gestanden, ja, ist doch gar kein Wunder, wenn immer alles teurer wird und so. Also wenn Brötchen und so immer teurer wird. Ja, liebe Frau, liebe gute Frau, schon mal gemerkt, dass das Maul nicht einfach auf den Bäumen wächst und so nach Nussbrot reinkommt, sondern dass das erst muss geerntet werden, beziehungsweise dann auch gemahlen muss werden. Und halt all die Kosten dementsprechend nachher auch müssen, wieder reingeholt werden, halt in Form von der Backwaren. Und ich weiss, von was ich rede, weil ich bin ein Bäckersohn, keine Ahnung, wer das schon alles weiss, ich glaube inzwischen alle. Ich bin ein Bäckersohn, also ich bin aufgewachsen in einem Teeraum, Kaffee, Bäckerei, Konditorei. Yeah, läuft bei mir. Immer sehr gut können essen, deswegen bin ich auch so aufgegangen wie ein Weckli. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass dann plötzlich auch beim Familienbetrieb von meinen Eltern, dass das letzte auch dort zu Ende ist gegangen. Klar, auch aufgrund der Kosten, aber auch aus privaten Gründen. Aber das Lustige ist nachher dann gesehen, wie es plötzlich Leute hat gegeben, die, sag ich mal, die Frechheit hatten. Die Frechheit hatten, zu kommen und zu sagen, es ist so schade, dass eure Bäckerei zu ist gegangen. Es hat immer so gutes Brot gegeben. Und das von Leuten, die seit Jahren eigentlich nicht mehr ein Brot kaufen. Ja, das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat jetzt einfach kein Bäck mehr. Beziehungsweise der Bäck ist eine Supermarktkette, a.k.a. Volk, vielen Dank. Ich könnte von mir aus jetzt schauen, wo überall Volk ist, wenn du wissen, wo das ist gesehen. Auf jeden Fall hat es schon mal so eine Szene gegeben, wo man die Unterstützung vom, sag ich jetzt mal, Dorfbäck nicht so hat wahrgenommen oder wahrnehmen. Und zwar war es dann so gewesen, dass bei mir auf der Schule hat es plötzlich so
wie einen Kiosk gegeben in der Pause. Und in diesem Kiosk hast du können jegliche Regeln, glaube ich, kaufen, Früchte hast können kaufen. Und da hat es auch Sandwich gegeben. Und die Sandwich sind in dem Sinn so gesehen, dass sie das Brot hatten und Fleisch und glaube noch Gurke und ein bisschen mit Margarine oder so bestrichen. Das Brot hat man jedoch damals auch vom Supermarkt genommen, beziehungsweise die Sandwich hat man auch dort bestellt. Nicht beim Dorfbäck, beim eigentlichen Dorfbäck, beim einzigen Dorfbäck, muss ich noch klarstellen. Man hat es nicht bei dem genommen, nein, man hat es lieber bei einem Supermarkt genommen, wo der Supermarkt dann wiederum aber das Brot von einem Bäck aus einem anderen Dorf hat genommen, weiter weg, viel weiter weg übrigens, also ja, viel weiter weg, also gut, nicht eine halbe Stunde, Sam, jetzt übertreibst, also sicher 20 Minuten. 20 Minuten fahrst du da sicher hin und her, für das Brot überhaupt in diesem Supermarkt ist gelandet, beziehungsweise eben, dass die Sandwich bei uns sind gelandet. Und ich habe einfach mal die Frechheit mir genommen und habe ein Brot genommen von diesem Bäck, also ein Sandwich, und ein Sandwich von meinem Vater. Also, beziehungsweise wir haben ein Sandwich gemacht aus dem Brot, a.k.a. Weckli, wirklich sehr fein. Ich glaube Semmeli, nein, Semmeli ist glaube Mütschli. Auf jeden Fall, nein, Semmeli ist Weckli, genau. Auf jeden Fall mit dem Weckli und habe das mal in die Schule mitgenommen. Und dann ein paar, ja, meine Klassenkameraden verteilt und ein bisschen verteilt. Und jeder hat sofort gesagt, sie möchten gerne lieber vom Dorfbäck weder weiterhin das trockene oder was weiß ich, Brot oder Sandwich eben vom anderen. Die Schule hatte das, oder der Lehrer, der es dann zumal hat geleitet, der Kiosk, hat es dann nicht so lustig gefunden. Ja, weil es ist ja die Schule sehr wahrscheinlich günstiger gekommen, weder beim Dorfbäck. Ja. Aber schon dann habe ich sagen, wir hätten jetzt grundsätzlich eine Unterstützung können machen für den Dorfbäck, die man aber nicht hat gemacht. Klar, eben, es sind auf beiden Seiten da immer ein bisschen hin und her Sachen gesehen, wo man halt den Draht ein bisschen zum Dorf hat verloren. Aber gleich, man muss sagen, wenn man schon ein Bäck hat im Dorf, dann wäre es doch schön, wenn man auch den ab und zu würde unterstützen. Dann zumal, als ich in Biel gewohnt habe, also in der Agglomeration, hat es bei mir im Dorf auch ein Bäck gegeben und dann habe ich gedacht, komm, ich komme mal dort einkaufen, weil eben das Bäckerbrot ist wirklich gut, vor allem ab dem Zeitpunkt, wo ich in einem Supermarkt, also im Konsum, begonnen ein Brot kaufen. Plus dann zumal auch noch eine Brotbox, die ist aus Holz gesehen, das weiss ich noch. Das Brot halt dann plötzlich sehr schnell nicht unbedingt hart ist geworden, aber grün ist geworden. Klar, meine Wohnung ist auch dementsprechend hier und da ein bisschen feucht gewesen, also Isolation dort war kacke gewesen. Aber gleich haben wir müssen sagen, grünes Brot habe ich jetzt nicht unbedingt Lust. Oder hättet ihr irgendwie Bock auf grünes Brot? Ich habe mich auch nicht getraut, irgendwie zuvorderst abzuschneiden und hinten noch weiter zu essen, weil man nicht gewusst, ja, wie weit geht jetzt das, vor allem wenn man umdreht. Ja, ist wirklich nicht gerade schön gesehen. Und dann habe ich gedacht, komm, gehst halt wirklich mal in den Bäck. Und ich verstehe auch Leute, die halt gleich auch sagen, komm, ich gehe nicht in den Bäck, weil es ist gefährlich, aufgrund von dessen, dass du immer mehr Sachen kaufst. Also, süße Sachen. Weil bei uns ist es ja auch so gewesen, wir sind noch eine Konditorei gesehen zusätzlich. Und je nachdem bist du meistens nicht nur mit einem Brot raus. Oder es sind viele Kundinnen und Kunden zu uns gekommen, die halt am Nachmittag Besuch hatten. Und dann haben sie halt noch ein Stück Torte gekauft. Also nicht nur eins, keine Angst. Also die Besucherinnen und Besucher, die dann halt zu denen sind gekommen, haben nicht nur vom gleichen Stück Kuchen müssen essen. Das wäre ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, schau mal in anderen Ländern, da gibt es das mal. Auf jeden Fall haben dann noch andere Sachen gekauft, weder nur ein Brot. Aber es hat wirklich Kundinnen und Kunden gegeben, die
treu waren gegenüber unserem Dorfbäck, aka meinem Vater, meiner Familie. Und andere halt wirklich nicht. Also, klar, da sie auch ins Kaffee kommen, ist auch schön. Aber das Brot von einem Bäck kannst du, glaubst nie wirklich mit einem Brot vergleichen aus dem Konsum. Und ich verstehe halt hier und da gleich auch Leute, die sagen, komm, ich bin jetzt nach der Arbeit noch schnell ins Konsum und habe dort halt auch gerade noch das Brot gekauft. Anstatt dass man dort halt Sachen kauft und dann geht man noch extra zum Bäck. Es ist halt schneller erledigt, sind wir ehrlich. Aber jemand, der jetzt zum Beispiel Hausfrau ist oder Hausmann oder wo mal frei hat und sagt, ich gehe lieber ins Konsum, weder zu einem Bäck. Ach komm, shut up. Nein. Das ist glaube ich, wirklich etwas anderes, ehrlich gesagt. Und das tut mir nachher wirklich weh. Eben, wie jetzt auch beim Kriegelbäck, man muss sich im Klaren sein. Die Firma bzw. der Bäck, der hat mit 4 Mitarbeitern anfangs von den 90er angefangen und hört jetzt mit über 90 Personen auf. Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Und klar, der Christian Friedli, der ist seit Anfangs an dort dabei. Ja. Und man sieht so, es sind sehr viele Leute wirklich sprachlos, eben wie die Kollegin auch, die sogar einen Status hat, teilt auf WhatsApp. Also wenn man schon einen Status teilt über eine Bäckerei, die zugeht, das heisst ja etwas. Aber nachher eben, ja, müsst euch nicht wundern, wenn ihr immer teurer werdet und so. Nein, so Kommentare. Ich meine, so Leute könntest du einfach mal links und rechts rein. Ich bin nicht irgendwie auf Gewalt aus oder so. Aber diesen Leuten wünsche ich einfach mal als nächstes Fliegen oder irgendwie Fruchtfliegen in ihrem Essen, wirklich. Die so etwas rauslösen. Ich bin zum Beispiel auch einer, ich habe jetzt eine sehr grosse Liebe entdeckt für Käse. Und klar, ich gehe halt auch mehr ins Konsum den Käse kaufen. Aber ich muss zwar auch sagen, dort hast du noch ein bisschen den Überblick, von was für einer Käserei. Es kommt wirklich von einer Käserei. Beziehungsweise hast du auch den Überblick, in meinen Augen, eher, was ist in diesem Käse alles verarbeitet im Vergleich zu einem Brot. Weil das Brot, ja, aber in den meisten Supermärkten wird es leider so gehandhabt, dass es halt Aufbackware ist. Das ist auch der Beste. Und klar, was haben wir aber mit dem Brot gemacht? Zum Beispiel bei uns jetzt in der Bäckerei. Wir haben es aber so gemacht, dass wir das Brot, das wir nicht verkaufen konnten, das halt auch mit der Zeit ist hart geworden. Also es ist hart geworden, nachdem wir es nicht mehr verkaufen konnten, keine Angst. Aber wir haben zum Beispiel ja auch Brot abgeliefert bei einem Salat. Hat es auch Brot gegeben, haben wir aber noch Brot zugegeben. Und wenn das Brot halt nicht ist gegessen wurde, haben wir es entweder eingenommen. Oder wenn es zu viel hatte, haben wir so eine Kartonschachtel gehabt. Dort haben wir das Brot nachher oben drin getan und dann nachher den Tier gebracht. Also wir haben dort, wo ich aufgewachsen bin, sehr viel Bauernhof gehabt. Also Bauernhof, siehst du, ich kann nicht einmal mehr richtig Deutsch. Tut mir leid. Entschuldigung. Nein, auf jeden Fall haben wir dort sehr viel Bauernhof. Ich kann es wirklich nicht mehr. Die wissen, was ich meine. Farmen. Sehr viel Landwirtschaft haben wir dort. Und die Bauern waren aber recht froh gewesen, haben wir denen ab und zu so Snacks gebracht für ihre Tiere. Also, keine Ahnung, ob das heute immer noch erlaubt ist, denn zum Moment noch niemand etwas gesagt. Aber heute weiss ich jetzt nicht, ob das auch noch erlaubt ist. Keine Ahnung, also auf jeden Fall darfst du ja nicht die Tiere einfach so füttern mit irgendwie Brot oder was weiß ich, wenn du durchlaufst. Klar, ich bin auch schon irgendwie bei einer Weidtür und da hat es halt Gras vorne dran gehabt, wo die Tiere, zum Beispiel Schöfe oder Kühe, nicht hergekommen. Mehr Schöfe, die sind ein bisschen friedlicher. Und dann habe ich halt auch einen Punkt Gras und Löwenzahn und so ausgerissen und diesen Schöfen gegeben. Ich habe meine Freude gehabt, dass die Schöfe etwas essen konnten.
Und die haben ihre Freude gehabt, dass sie etwas zu essen hatten, mehr zu essen, weil sie ihnen vielleicht schon alles haben abgenagt. Aber keine Ahnung, ob das heute noch erlaubt ist, dass man den Chef Brot geben darf. Ich glaube, ich würde jetzt auch eher Brot geben, wo ich genau weiss, was da drin ist. Im Vergleich zu Brot, wo ich nicht weiss, was da drin ist. Das würde ich, glaube ich, eher weniger geben. Weil wenn dir etwas passiert, bist ja du zuletzt der dafür missbüßt werden. Obwohl das leider sehr, sehr wenig passiert. Also, ich weiß nicht, was bei den meisten Leuten heutzutage vorgeht. Und wenn du jetzt so einer bist, dann lass mir gut zu, liebe Freunde draussen. Ich weiss nicht, ab welchem Zeitpunkt wir uns plötzlich die Eigenschaft haben angelegt, sehr viele Sachen nur noch an den Boden zu schiessen. Ich weiss noch, früher, an vielen Orten, wo du bist gesehen, hat es nicht weit entfernt immer einen Küchenkübel gehabt. Aber heute sehe ich sehr oft Küchenkübel, die einfach überlaufen sind. Vor allem, wenn du in die Stadt gehst, sind sie meistens sehr überlaufen. Kann man aber nicht unbedingt der Stadtschule geben, sondern eher, diese ganzen Sachen, die anfangen in Plastik und in dem Papier wird gehandhabt, zum Beispiel eben auch McDonald's, was sehr viel Abfall produziert. Also sagen wir jetzt zum Beispiel, du bist eine Person, die am Nachmittag dort geht, das Essen holen, hockst vielleicht draussen irgendwo, was machst du? Du gehst halt in den Kübel. Ich hoffe es auf jeden Fall. Du gehst in den Kübel und wenn das, sagen wir jetzt schon mal, 10, 20 Leute machen, dann ist der Kübel sehr schnell voll. Sagen wir jetzt am Tag, gehen irgendwie mehrere Leute dort in der Nähe von diesem Kübel essen oder zu essen holen, bei einem McDonald's oder Burger King oder was auch immer. Okay, immer in die gleichen Kübel der Abfall rein. Dann ist der sehr schnell mal voll. Und klar passiert es dann halt, dass man zuletzt auch der Abfall nebendran hergeht, was ich unter alles auch finde. Also, ich bin der Typ, der probiert, so eng wie möglich dann das Zeug irgendwie reinzudrücken. Und dann suche ich halt den Brunnen, wenn ich irgendwo bin, für meine Hände zu waschen. Aber ich weiss wirklich nicht, wo die Hemmschwelle dann zumal hat aufgehört, um zu sagen, eine Flasche, kein einfach Boden. Ketschgummi spüle einfach irgendwo hin, dass jeder drüber läuft. Oder zum Beispiel mein Hund frisst so Scheissdreck dann auch noch oben. Ja, es ist auf jeden Fall nicht schön. Eben, klar, es hat auch immer Leute gegeben, die am Boden gespielt. Es ist auch immer schön, drüber zu laufen. Vielen herzlichen Dank. Ich selber spüle hier und da auch mal, wenn ich einen Kotter habe, hing im Haus. Aber ich spüle nicht am Boden, dass der nächste oder die nächste Person drüber läuft, sondern ich spüle Rasen, wo es dann echt vielleicht im Rasen auch noch gut tut. Ich weiß auch nicht, ob meine Bakterien im Rasen gut tun. Auf jeden Fall eben spüle ich nicht auf die Strasse. Fun Fact von mir. Vielen herzlichen Dank. Aber ja, wie gesagt, das Aussterben von der Bäckereien, das ist wirklich brutal. Und ja, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, wenn ihr meinen Podcast jetzt auf YouTube schaut und hört. Oder schreibt mir auch gerne wie immer eine Nachricht auf Instagram, weil eben eure Meinung würde mir wirklich sehr, sehr mal am Herzen liegen, als eigener Bäckersohn, ehemaliger Bäckersohn. Und von dem her würde ich sagen, das war es für die heutige Podcast-Folge. Ich danke euch vielmals, seid ihr auch heute wieder dabei gewesen. Für all die Leute, die heute wieder eingeschaut haben. Und ja, bis zum nächsten Mittwoch. Wenn es dann wieder heisst, am 12 Uhr, ab Mitternacht, überall wo es Podcasts gibt, sowie auch ab der 4. dann auf YouTube. Und wenn ihr auf YouTube jetzt noch Lust habt auf mehr Podcasts, dann verlinke ich euch hier gerne noch meine Playlist. Bis dann, bye bye.